So, servus Leute zur neuen Vlog bei Strahlemanski. Ja, wieder on Tour oder mal wieder oder immer noch. Das ist quasi die Fortsetzung vom vorletzten Vlog. Ja, wie viele Kilometer seid ihr heuer gefahren? Also dieses Jahr, heuer, dieses Jahr. Bei mir haben es nicht so viel, gell? Ich glaube, ich bin heuer 74. Ich wollte eigentlich die 75.000 mal zusammenbringen. Haben noch 600 Kilometer. 603. Bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. Na, wo jetzt hier hin? Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Also ich muss halt echt einmal nachschauen, ich glaube in 2000 Kilometer zusammenbringen dieses Jahr, echt, dann ist viel, aber es hilft nichts. Jetzt schauen wir halt einmal ein paar, und vielleicht kommen mal noch ein paar schöne Tage, wo man noch ein paar zusammenbringt. Und da wo man mal Zeit hat, vielleicht habe ich ja Glück und in der Elternzeit ist auch wegen schön, dass ich da ein paar zusammenbringe. Aber Februar, März rum. Risiko. Risiko, Risiko. Naja. Nichtsdestotrotz werde ich schon mal noch hier. Ja. Die Batterielast halt bedankt sich da halt, gell, die ist halt ständig leer. Leider. Da müsste man halt auch mal schauen, dass ich da ein bisschen aber wieder mal fahre. Aber nicht jede Fahrt macht man dann schnell. Mit dem Auto braucht man sich nicht durchzusagen. Nein, ich hätte nie geglaubt, dass es so bequem wird. Aber mittlerweile ist man da echt ein wenig bequem. Aber das wird auch gewinnen, mehr mit dem Motorrad zum Fahren oder mit der Vespa. Ach du Scheiße, eine Vespa steht auch noch da. Mit der müsste man auch mal fahren. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir das auch mal hin. Jetzt dann irgendwann mal. Also das letzte Mal, wie ich es probiert habe, ist Ski gesprungen. Und da ist schon eine Zeit lang gestanden. Ach, da die Schnabeltassenfraktion. Oh. Ja, die Schnabeltassenfraktion, da geht auch nichts voran. Außen zumindest. Naja, deswegen fahren wir jetzt ein paar Kilometer. Was wir auch was zusammenbringen, wie gesagt, kilometermäßig noch nicht viel gefahren. Auch leider Gottes noch nirgendwo richtig vorgewinnt mit dem Moped heuer. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr wieder, dass man auch mal mit den Kumpels irgendwie mal ein bisschen eine kleine Reise oder sowas startet. Dass man mal ein Wochenende oder so mal wieder auf Achse geht. Oder so. Leider haben wir da gottesmäßig noch nichts zusammengebracht mehr, was sehr schade ist. Ja. Das heißt ein Wochenende, ein ganzes Wochenende, glaube ich. Wir müssten ja überhaupt einmal einen Tag finden, dass wir mal wieder miteinander fahren. Haben wir ja das schon leider Gottes nicht mehr lang, schon echt sehr lange nicht mehr zusammengebracht. Das letzte Mal, wo ich mit den Jungs unterwegs war, das war Schwarzwaldtreffen 2017. Ach du Scheiße, ist das lang her. Also wirklich sehr lang her, leider. Ja, das ist echt problematisch, wenn du bloß immer ein paar Stunden Zeit hast, einmal ein wenig zum Fahren oder dann hast du mal Zeit, dann machst du was anderes, das wo wichtiger ist, leider Gottes. Naja, auf alle Fälle wird das schon wieder hier an, hoffe ich, dass das wieder mehr wird. Jetzt fahren wir ein wenig zu einem Hotspot, Hackert fliegen und unterwegs, ein Wahnsinn. Naja. Und dann hast du halt noch so Geschichten mit Betriebsurlaub, da hätte man schon mal Zeit gehabt zum Fahren. Also ich sage mal die zweite Woche auf alle Fälle, da hätte ich ruhig einmal fahren können. Aber da haben wir leider andere
familiäre Probleme gehabt. Ich sag's euch Leute, da kannst du das Kotzen anfangen, wenn sie da immer andere Leute einmischen in Themen, die wollen einen Scheißdreck angehen. Da kannst du mal so richtig abkotzen, gell. Aber es ist mal blöde Leute muss auf der Welt geben. Und ich werde es halt aber geben. Was soll man da machen? Naja. Jetzt fahren wir mal die alte Bergrennstrecke auf, gell. Ein paar Leute werden wissen, wo ich bin, ein paar Leute vielleicht nicht. Ich werde es auch nicht sagen, was ist. Meine Videos findet man es auch, aber wieder. Vielleicht ist da mal wieder ruhig geworden, da hat man auch schon immer gehört. Die Anwohner sind nicht so erfreut von den Motorradfahrern, weil es natürlich auch wieder so Fraktionen gibt, Tag ein, Tag aus, auf, runter, gell. Wir fahren jetzt einmal auf und nicht mehr runter. Und dann war es das wieder, hätte ich gesagt. Das ist eine schöne Strecke. Da hätte ich gesagt, genießt einfach die Fahrt. Übertreiben den wir so eh nicht. Wir haben ja schon lange nicht mehr gefahren. Ja, dritter Gang. Aber wirklich eine schöne Strecke. Übrigens auch eine Triathlon-Strecke. Halt, sorry, es war der vierte, jetzt sind wir im dritten. Naja, 16 ist so geübt bin ich auch nicht mehr. Einmal schon anders da rumgefahren um die Kurven. Mit anders da meine ich nicht allein, sondern zu zweit. Also die Strecke habe ich wirklich mal, ich will jetzt da nicht ein Geschmarre erzählen, aber ich sage mal in- und auswendig können. Also da bin ich jemanden schon davor gefahren, dass die Stürzel beim Glotzt haben und das zu zweiter gehen. Das sage ich jetzt einmal ist die Applauskurve da stehen sie rechts immer drin und machen Glotzi und Foto. Und wenn dann immer die Gescheiten drinstehen und Fotos machen und hinten schießt schon einer her, weil das ja da ziemlich gerade ist jetzt auf der Strecke, zum Foto machen, dann hängen sie hinten bei dir am Arsch schon und dann in der Kurve schaust dann nach der Kurve so über den Rückspiel, denkst du, oh, was ist mit dem? Hat es ihn geschmissen? Ist der kaputt? Was ist mit ihm passiert? Oh nein, jetzt kommt er. Hat bloß noch mal 5 Sekunden dauert, bis er um die Kurve rumkommt. Weil auf der Geraden, da kann ja jeder schnell fahren. Also ich kann auf der Geraden, da kommt jetzt dann gleich eine Strecke, da kann ich 200 fahren. Macht halt keinen Sinn, aber Kinder du es. Super, gell? Und deswegen ist die Strecke eigentlich schön. Wenn du da ein paar so hinter dir hast, die wo meinen, die sind die Besten auf der Welt und sind es dann doch nicht. Und du fährst so ziemlich schon schnell an die haben allein. Aber die Zeiten sind vorbei, so wild haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt auch schon ein wenig ruhiger geworden. Mit Kind und Kegel. Da hat man einfach ein wenig langsamer, hätte ich gesagt. Da fährt man einfach ein bisschen anders. Wir haben Zeit, hätte ich gesagt. Nichts auf der Welt pressiert. Schön gemütlich Kurven fahren, es gibt doch nichts Schönes. Ja, heute war bloß mal Quacksalber Stunde, hätte ich gesagt. In diesem Sinne hätte ich gesagt, macht es gut, bleibt sicher im Sattel hocken, lasst euch von denen nicht ärgern da, weil die haben ja überall. Das ist ja auch wieder, sorry, Plagegeister. Die fahren ja bei uns teilweise, ist echt auch extrem schlimm, bevor wir jetzt verabschiedet. Ich habe schon so oft darüber geschimpft. Aber Verkehrsregeln kennen die gleich null. Bei uns ist es besonders schlimm mit der Triathlon-Strecke, weil sie eine Anmeldegebühr von 400-500 € gezahlt haben, meinen die können das ganze Jahr lang da fahren, wie sie wollen. Aber das ist leider nicht so. Was gesagt hat einer das noch keiner, dass das so ist. Müsste man vielleicht einmal in die AGBs schreiben, dass es einmal checken, aber naja. Heute ist eigentlich nichts los, komischerweise, vielleicht noch alle im Urlaub, keine Ahnung. Aber erwartet jetzt noch ein paar Wochen und dann ist die Straße da wieder voll, dass du kotzen kannst. Naja, in dem Sinne, Servus, Hauert Eri, macht's es gut,
bleibt immer im Sattel hocken gehen, bleibt immer frisch am Munter, wie der Frosch am Blitzableiter. Nein, es war anders, er bleibt immer frisch und heute wie der Frosch am Blitzableiter. Also, Servus, aber Deri, macht's es gut. Ciao, Ikowski.